Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ihr wisst gar nicht, wie nice der Vibe bei mir gerade ist. Wir haben 10 Uhr am Abend, in 2 Stunden kommt die Podcast-Folge online und da aussen sind irgendwelche Grillen am Zirpen. Ich habe das Fenster halb offen, weil es mega heiß drin ist. Aber es ist gerade so ein richtiger Vibe. Ich weiss nicht, ich liebe so Sommernacht-Vibe. Es ist zwar jetzt noch nicht Sommer, aber es ist schon der Vibe, so ein bisschen schon da und es wird so spät dunkel und jetzt eben sogar mit diesen Grillen feiere ich auf jeden Fall. Also jetzt fangen wir Hochdeutsch an reden, was ist los? Nein, auf jeden Fall hat es heute etwas gegeben, was mich so ein bisschen beschäftigt hat und ich werde auf jeden Fall in dieser Podcast-Folge noch darauf zukommen. Ist das Deutsch gewesen, darauf zukommen? Ich glaube schon. Weil es hat also ein bisschen mit dem Thema zu tun. Ich bin mir heute so ein bisschen überlegen, was sollte ich für eine Podcast-Folge, was für ein Thema machen. Was beschäftigt euch? Ich frage euch ab und zu ja auch so ein bisschen auf Insta, was euch beschäftigt. Und ein paar haben gesagt, ja, dass sie jetzt zum Beispiel irgendwie Matur haben und nachher aus dem Gymi sind oder vielleicht die Sek abschliessen oder irgendetwas abschliessen und einfach so ein bisschen Angst haben zum einen vor der Zukunft und ja, was einfach alles so wird auf einem zukommen, was passieren wird, was sich verändern wird. Und ich weiss noch, gerade jetzt vor 2 Jahren, als ich das Gymi abgeschlossen habe, habe ich mir auch mega die Gedanken gemacht. Also gut, ich habe mir nur schon mega die Gedanken gemacht, eben, wenn ich die Sek abgeschlossen habe. Für die, die es nicht checken, in Zürich gibt es jetzt nicht irgendwie Sek Real oder so, sondern da heisst einfach Sek, ich weiss gar nicht, wie man dem sonst sagt, einfach Oberstufe. Sagen wir nach der Sek, weil bei uns gibt es Sek A, also Sekstufe A, B und C und A ist das Beste. B ist, ich glaube, Sek ist, ich glaube in Bern ist es, ich bin mir gar nicht sicher, ist bei uns wie Sek A. Aber wir sagen einfach der Oberstufe in der Sek. Da bin ich noch in der Sek gewesen. Von dem her, ja, egal. Ja, dort habe ich mir auch schon mega Gedanken gemacht, wie das Ganze wird sein. Und ich glaube, es sind gerade sehr viele auch so ein bisschen am strugglen, die jetzt irgendwie etwas abschliessen. Und also gerade nach dem Gymi habe ich mir enormen Druck gemacht und Gedanken gemacht und habe so wirklich Angst gehabt, was wird passieren, wie sich das wird verändern und schon. Ich habe nicht gewusst, was ich will studieren. Also ich wirklich eigentlich straight in einfach mal, habe nicht wirklich einen Plan gehabt. Und ich glaube, ich hätte gerne so eine Podcast-Folge gehabt, wo mir einfach so ein bisschen jemand wie aus der Zukunft oder halt eben, wo ein paar Jahre älter ist als ich, so ein bisschen sagt, was mich wird erwarten. Und darum habe ich gedacht, mache ich so ein bisschen eine Podcast-Folge, wo ich jetzt so ein bisschen erzähle, was ich bis jetzt alles so ein bisschen erlebt habe oder was ich jetzt meinem Ich würde sagen von damals, du, hey, so jetzt ablaufen. Ja, natürlich ist es bei jedem logischerweise ein bisschen anders. Es gibt die zum Beispiel direkt nach der Schule, also nach dem Gymi, dann gehen studieren oder eben jeder macht einen anderen Weg. Ein paar gehen nach der Sek in die Lehre oder eben ins Gymi oder machen sonst irgendetwas. Darum, es ist natürlich mega, mega unterschiedlich, aber gleich gibt es so die ein oder andere Sachen und ich glaube schon, würde sagen, dass es so ein bisschen, ja, die meisten betreffen wird. Und ja, natürlich erzähle ich auch so ein bisschen von mir, was so bei mir sich verändert hat. Natürlich muss es ja nicht nachher auf jeden zutreffen. Also, wir kommen als erstes... Oh, ich habe so ein paar Punkte aufgeschrieben. Ich weiß gar nicht, dass ich als erstes ansprechen. Das Erste, was ich krass finde, wo ich glaube, es gerne so gehört hätte von der Zukunft, ist, du wirst mit, ich sage fast 99% von den Menschen, wo du damals in die Schule gegangen bist, keinen Kontakt mehr haben. Und das ist logisch irgendwie so, keine Ahnung, ich glaube, wenn ich das jetzt wieder höre und gerade so aus der Schule komme, würde mir das so ein bisschen Angst machen. Aber es ist halt wirklich so. Bro, was ist los? Meine Kamera hat sich jetzt schon wieder verabschiedet. Wieso passiert das in letzter Zeit in jeder Folge, Alter? Aber einmal nicht wegen dem Akku, sondern weil die Speicherkarte voll war. Perfekt. Also, wo sind wir gewesen? Ich wollte sagen, dass du eben, wie gesagt, mit wirklich fast niemandem mehr wirst Kontakt haben. Und ich glaube, hätte ich das vorher auch gewusst, hätte ich mich in der Schule vielleicht auch ein bisschen anders verhalten, weil ich habe mir damals so einen Kopf gemacht, oh mein Gott, was ziehe ich an und was denken die über mich und keine Ahnung. Und eigentlich eben, wenn du weißt, du wirst nachher mit wirklich einem allergrößten Teil nichts mehr zu tun haben. Und ich sage euch, nur schon wenn die dann irgendwie so spätestens ein Jahr irgendwo im Bus sehen oder so, es wird unangenehm. Es wird unangenehm. Ich muss dann Smalltalk führen, weil wir nichts mehr zu reden haben. Aber auch Leute, die ich eigentlich gedacht habe, will ich noch Kontakt haben, oder zumindest ab und zu mal so ein bisschen gesehen, habe ich wirklich eigentlich fast nichts mit zu tun. Klar, ab und zu sieht man sich noch so eine Party, aber es ist halt etwas komplett anderes. Wenn du dich jeden Tag siehst, dann hast du halt irgendwie auch logischerweise viel mehr zu erzählen und alles. Und du merkst irgendwie plötzlich, wenn du aus der Schule bist,
dass es halt viel anstrengender ist, zum Kontakt zu pflegen mit diesen Leuten, weil du halt aktiv musst mit denen abmachen und meistens ist es so, dass beide dann ein anderes Leben haben und andere Sachen im Alltag, wo es dann halt auch schwieriger wird, um sich zu treffen. Und man merkt auch, dass man mit mega vielen eigentlich gar nicht so viele Gemeinsamkeiten hat. Und die einzige Gemeinsamkeit war eigentlich gewesen, dass sie halt zusammen in die Schule gegangen sind und Hobbys über das so ein bisschen reden. Und ja, also ich habe das auch irgendwie so ein paar Mal gehabt, dass ich irgendwie so plötzlich so, ja, irgendwie gar keinen Grund mehr hatte. Das hat es mir gerade auf, zum Leute zu treffen. Und irgendwie eigentlich mega schade. Aber du wirst auf jeden Fall auch dann nach der Schule logischerweise wieder neue Leute kennenlernen. Aber diesmal werden es wirklich eher Leute sein, die entweder von deinem Hobby kennst oder ja klar, von einem neuen Lebensabschnitt, dann, wenn du jetzt nachher eine weitere Schule machst oder irgendwie so. Und gerade durch das, dass ihr alle dann eben in einem neuen Lebensabschnitt sind und neue Leute von dir kennenlernen, habt ihr automatisch auch gar nicht mehr so das Bedürfnis, zum euch zu sehen. Und es wird halt wirklich so sein, dass wenn ihr wieder alte Leute trefft, die jetzt wirklich nicht so close sind, nachher, dass wir wieder sehen und sind, oh ja, mega cool, wie geht's dir und so. Ja, wir müssen unbedingt mal wieder etwas machen. Und es wird absolut nie etwas stattfinden. Trust me, es wird nicht etwas stattfinden, weil erstens, eben wie gesagt, ihr habt beide nicht wirklich Zeit. Ihr habt beide nicht wirklich, ihr habt einfach beide nicht den Effort. Und ganz tief im Inneren haben halt auch beide wirklich nicht so Bock. Es klingt sad, aber es ist wirklich so. Aber ja, obviously gibt es natürlich auch noch ein paar Leute, die werden bleiben, die dann Kontakt haben. Aber es ist einfach etwas komplett anderes nach der Schule. Eben wie gesagt, weil halt viel mehr machen, um aktiv treffen, wirklich abmachen. Aber ich finde es auch irgendwie cool. Also du erlebst mit diesen Menschen so viel coolere Sachen, weil du halt in der Freizeit viel mehr machst und nur Freizeit-Memories sammelst und nicht einfach nur in der Schule. Weil gerade in der Schule, ich weiss nicht, damals war es mir wirklich so gewesen, du hast halt vor allem über 0815 Sachen geredet, eben wie über die Schulsachen, über das, was einem gerade belastet, über Schulstress, dass man müde ist und dass man keinen Bock hat und so. Und nach der Schule, ja, ist einfach etwas komplett anderes. Also ja. Und was ich persönlich noch gemerkt habe, das habe ich nach der Sek und nach dem Gymi gehabt, ist, dass ich irgendwie lustigerweise mit komplett anderen Leuten in Kontakt geblieben bin, als ich eigentlich gedacht habe. Also ich habe in der Sek eine beste Kollegin gehabt, wo ich jetzt gar keinen Kontakt mehr habe. Und im Gymi habe ich eigentlich auch eine beste Kollegin gehabt, wo ich jetzt auch praktisch keinen Kontakt mehr habe. Dafür mit Menschen von der Sek und vom Gymi, wo ich jetzt Kontakt habe, aber im Gymi oder in der Sek wirklich selten bis gar nicht oder einfach nicht so gut, eher so ein bisschen weiter weg gewesen. Also es wird sich noch komplett verändern und ich glaube, gerade hat mir das im Gymi gesagt, so, ja, du willst im Fall dann mit denen und denen chillen und mit denen nicht mehr. Weil ich so gewesen, was? Ja, darum, es wird sich noch so viel verändern und gerade nach dem Gymi oder eben, ich sage immer im Gymi, allgemein nach der Schule oder nach dem, was ihr jetzt gerade habt, werdet ihr mit so anderen Menschen chillen und eben, es kommt dann halt wirklich auch dann schlussendlich viel mehr darauf an, was ihr für Interessen habt und alles. Und ja, ich muss sagen, das ist jetzt gerade das, was ich eigentlich vorher so ein bisschen angeschnitten habe, was mich so ein bisschen beschäftigt, dass es mich persönlich irgendwie mega sad macht, dass man mit diesen Menschen einfach dann nicht mehr so viel zu tun hat. Und gerade ich bin ein Mensch, der mega nostalgisch ist, der mega in der Vergangenheit schwebt und am liebsten alle Menschen, die ich in meinem früheren Leben hatte, wieder so will in mein Leben nehmen und wieder mit denen abmachen. Als wäre gar keine Jahre vergangen, aber ja, ich merke, dass viele gar nicht so das Interesse haben, um auch mega in Kontakt zu bleiben. Also ich kann jetzt gerade ein Beispiel bringen, das ist schon sehr sad. Das hat mich heute richtig beschäftigt, ich bin ehrlich mit euch. Wie lange ist es jetzt her, als ich in der Sek war? 6 Jahre. Das ist schon verdammt lang her. Auf jeden Fall, wann war das? 2017 habe ich, glaube ich, abgeschlossen. Oder 18. Ich weiß es gar nicht mehr, aber ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich wirklich mega coole Leute gehabt. Dort, also, wir haben teilweise jedes Wochenende irgendwelche Partys gemacht. Und ja, ich weiß nicht, wir sind so eine grosse Gruppe gewesen, die sich regelmäßig gesehen hat und so. Und ich habe wirklich gedacht, dass es mega wird bleiben. Und im 2020 kam dann ich mit der Kollegin, mit der ich jetzt noch mega guten Kontakt habe, von der Sek gefühlt die einzige Peace. Nein, nicht ganz die einzige, aber egal. Haben wir dann gesagt, wir wollen unbedingt wieder eine Party machen und mega cool wieder alle gesehen und so. Und dort ist tatsächlich, hat es sogar funktioniert und es war ja mega cool gewesen. Ich hätte nicht gedacht, dass es eben das so viel kommen und so. Also das ist wirklich cool gewesen. Und wie lange, also kann ich, das war so 2 Jahre später gewesen. Dann war es sogar noch okay gewesen. Also, es ist, ja, eben, du hast halt mit allen eigentlich nichts mehr zu tun, aber wenn du halt so ein bisschen den Effort gibst, um dich wieder zu treffen, dann funktioniert es. Jetzt ist es 6 Jahre her und ich habe die Party halt damals irgendwie so gut in Erinnerung und dann dachte ja, es wäre mega cool, wenn wir das wieder machen. Und wir haben immer noch den gleichen Chat und ich habe mit meiner Kollegin jetzt eben gerade letztes Jahr abgemacht und wir haben gesagt, oh mein Gott, wir müssen das unbedingt wieder machen, so eine Party organisieren und so.
Und ich habe mir schon überlegt, es ist doch mega unangenehm, um jetzt in diesem Chat zu schreiben. Ja, ich weiss nicht, einfach so, weil man halt keinen Kontakt mehr hat. Und es ist einfach so eine grössere Bebindung, in einen Gruppenchat zu schreiben, wo man mit Menschen, wo man eigentlich nichts mehr zu tun hat, als halt in einen Gruppenchat zu schreiben, wo man mit Menschen, wo man immer zu tun hat, so logischerweise. Aber ich bin allgemein Mensch, ich mache dann einfach so, ich gehe mich einfach ins kalte Wasser und sage, okay, einfach machen. Also habe ich die Nachricht abgeschickt, so, hey, eben, wir wollen eine Party machen, es wäre cool, wenn ihr kommt und bla bla bla. Oh mein Gott, das war die grösste Enttäuschung von meinem Leben. Oh mein Gott, ich habe einen riesigen Korb bekommen, Freunde. Ich muss es noch verarbeiten. Also das war gestern, oder vorgestern glaube ich sogar. Also Reactions. Zuerst mal gar niemand, einfach Leute am Lesen. Dann haben wir zusammen, ich und meine Kollegin, einer geschrieben, wo wir auch noch so in Kontakt haben, so hey, kannst du etwas reinschreiben, das kannst du, das ist mega unangenehm, wenn niemand etwas schreibt. Sie hat dann reingeschrieben. Dann absolute Stille. Ich glaube, 2 haben einfach meine Nachricht geliked, aber keine Ahnung, was das jetzt bedeutet. Und dann kommt es, jemand schreibt, ich bin dann in der Ferien, sorry. Bin auch in der Ferien. Ja, ich auch. Okay? Ich habe schon gedacht, gut, also weißt du, ist ja easy, wenn die in der Ferien sind. Es wäre einfach toll für die würden kommen, dass die sich auch melden irgendwie. Und dann einfach jemand die Gruppe verlassen. Also wirklich so ein richtiger Reinfall gewesen. Und ja, ich weiss nicht, ich habe halt gleich so ein bisschen Mut gebraucht, um dort reinzuschreiben. Einfach gerade weil ich vor dem Angst hatte, dass man so einen Korb kassiert. Und jetzt ist es so ein richtiger Korb. Also bis jetzt hat eigentlich niemand zugesagt. Ja, also die Kollegen, die mir gesagt haben, sie sollen reinschreiben. Ja, und es war gerade irgendwie so richtig sad gewesen. Und ja, das hat mich auch so ein bisschen dazu gebracht, um die Folge zu machen, einfach weil irgendwie, ja, weiß nicht. Ich glaube, damals in der Sek, dort sind wir alle so gewesen, ja, wir müssen unbedingt den Kontakt behalten und jeden Monat irgendetwas machen und immer noch die Partys machen und all das. Und es wird halt einfach nicht so sein. Also gerade nach der Sek ist es wirklich auch eigentlich praktisch nicht so gewesen, dass man sich immer wieder sieht. Also all das, was man wird sagen, wird leider nicht so passieren. Also wenn dann selten und wenn dann wirklich alle Bock haben und all den Effort geben und das ist so, so selten. Eben gerade nur schon, weil man keine Zeit mehr hat für das und weil man dann ein neues Umfeld hat und lieber mit denen chillt und mehr mit denen zu tun hat. Ja, es ist zwar sad, aber eben, es ist jetzt auch nicht so schlimm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eben, wie gesagt, mit denen nichts mehr zu tun und es ist für mich jetzt einfach, okay, in dem Fall, das Kapitel sollte ich jetzt einfach komplett abschliessen. Voll. Was habe ich noch aufgeschrieben? Lust zum Lernen und Ziel, das hat sich bei mir auch extrem verändert, oh mein Gott. Also jetzt gerade seit dem Gymi, crazy. Als ich im Gymi war, ich war jetzt nie so ein Musterschüler gewesen. Ich war immer so ein 4,5er Schüler gewesen und habe jetzt nie krass gute Noten geschrieben und habe halt wirklich mega viel immer lernen, zum ansatzweise gute Noten bekommen. Aber ich habe es auf jeden Fall gehasst zu lernen. Ich habe es so gehasst, oh mein Gott. Wirklich jedes Mal eine Prüfung war es einfach so angeschissen und ich habe es einfach nur für die Noten gemacht und nur für das Zeugnis am Schluss und wirklich nie, es hat mich nie irgendetwas interessiert. Und bei allem habe ich immer gedacht, ich brauche das eh nie in meinem Leben. Es ist zwar so, ich habe, seit ich aus dem Gymi bin, nie mehr irgendeinen Pythagoras gebraucht oder eine Mitternachtsformel oder Vektorgeometrie oder ein Gedicht analysieren. Wirklich habe ich alles nie mehr müssen machen. Aber es ist einfach wirklich so gewesen, wenn ich in der Schule war, dass mich alles angeschissen hat zum Lernen. Und seit ich aus der Schule bin, ich habe so Bock. Ich habe so Bock. Und ich will so gerne, jetzt gerade, es klingt mega doof, aber ich will so gerne wieder in die Schule gehen. Es klingt mega doof und ich hätte mir das selber niemals geglaubt, würde ich das jetzt sagen. Aber es ist wirklich so. Gut, ich weiss jetzt nicht, wie es bei anderen ist, die jetzt gerade direkt anfangen zu studieren. Bei mir ist es jetzt halt so, dass ich 2 Jahre ein Zwischenjahr gemacht habe. Aber es ist bei mir wirklich so gewesen, dass ich irgendwie, seit ich aus der Schule bin und nicht mehr muss nicht mehr muss lernen. Und in dem Sinne auch der ganze Druck von, man muss gut sein, man muss sich mit sich selber vergleichen, man vergleicht sich automatisch mit den Klassenkameraden. Der ganze Druck von, eben, man muss gute Noten haben, der fällt halt weg. Und wenn du halt aus der Schule bist, dann lernst du wirklich nur noch Sachen, die dich halt interessieren, weil du keinen anderen Ansporn hast. Und ich muss mal sagen, wenn ich direkt aus der Schule bin, ist jetzt gar nicht stattgefunden, weil ich wirklich zuerst mal einfach komplett einen Break gebraucht und zuerst mal Ferien und einfach Abstand von allem lernen. Also dort war es wirklich ganz schlimm gewesen. Also ich habe nicht mal gewusst, was ich studieren will und ist irgendjemand gekommen mit dem Thema, hey, weißt du, was ich studieren? Alter, oh mein Gott, ich hätte geköpft, wirklich, ich bin so, ich kann es nicht hören, das Thema. Und dann sind meine Eltern gekommen, hey, keine Ahnung, der hat von diesem Studiengang erzählt, das wäre doch etwas für dich. Und ich war so, oh mein Gott, hör auf, erzähl, Alter, lass mich einfach in Ruhe. Und das Ganze ist erst später gekommen, dass man sich für Sachen anfängt zu interessieren und auch, dass man sich selber kennenlernt. Das kann ich sonst nachher noch ein bisschen mehr erzählen. Und zwar hast du irgendwann immer mehr Bock, zum
selber lernen, weil du merkst, du hast dein Leben auf einmal selber in der Hand. Ich weiss jetzt nicht, ob Leute das schon in der Schule vorhaben, ich auf jeden Fall nicht. Ich habe den Gedanken erst, seit ich aus der Schule bin, dass ich mein Leben selber in der Hand habe, dass ich jetzt theoretisch, wenn ich Bock habe, nie mehr muss studieren, arbeiten. Die Konsequenzen sind halt einfach, dass ich dann keinen Cash habe und dass ich irgendwann unter der Brücke lande, obviously. Aber ich habe es selber im Griff. Ich kann selber jetzt mit meinem Leben machen, was ich will. Und das spornt einem so viel mehr an, als wenn man in der Schule war. Und eben, klar macht man es ja auch in dem Sinn für sich, dass man nachher einen Abschluss hat. Aber sind wir ehrlich, Alter, wir wollen doch einfach alle nur den Abschluss haben. Also klar, eben so, damit man es einfach hat, damit man es hinter sich hat, weil das in dem Moment so das Einzige im Leben ist und weil man irgendwie auch so ein bisschen Druck wahrscheinlich von den Eltern hat und von der Gesellschaft allgemein, dass man nicht jetzt einfach die Schule abbrechen würde und einfach weil es stupid wäre und alles. Aber nachher, wenn du wieder draußen bist, dann hast du plötzlich dein Leben so selber in der Hand und das ist nicht so doof. Ja, und darum habe ich auch plötzlich gemerkt, also auch plötzlich Lust bekommen zum Sachen lernen, weil ich so bin, hey, das kann ich für mein Leben brauchen und hey, das interessiert mich eigentlich mega. Und zum Beispiel Französisch ist ja eins, das habe ich jetzt schon ein paar Mal in dem Podcast erzählt, dass mich das auf einmal mega interessiert hat. Also gerade in der Schule, ich habe es ja gehasst, ich war ganz, ganz schlecht gewesen. Und Alter, nur schon ist irgendjemand zu mir gekommen, Französisch, und ich so, Bro, Alter, hab deine Fresse, Alter. Nein, wirklich, ich habe es so gehasst. Und seit ich draußen bin, habe ich viel mehr Bock, um das zu lernen. Also es ist irgendwie, so ein Flow hat sich gesetzt und hat gesagt, du willst jetzt das lernen. Und eben, ich muss es nicht. Niemand sagt mir, du musst das. Von der Schule nicht aus, ich muss keine gute Noten schreiben, ich muss niemals eine Prüfung machen. Ich muss das nicht für irgendetwas haben, sondern einfach für mich. Ich finde es geil, wenn ich das mal fließend kann reden. Einfach für mich. Und das ist so ein grosser Unterschied. Und eben das habe ich jetzt so vor allem gemerkt, als ich aus der Schule bin. Und ich bin ja dann nachher auch 3-mal in den Sprachaufenthalt gegangen, habe mein Handy auf Französisch gestellt, tue einfach jeden Tag irgendwelches Französisch lernen, schaue französische Serien und alles. Also der Ansporn ist so viel grösser. Und auch sonst, ich bin jetzt gerade letztens auf TikTok gewesen, und da hat so einen Livestream gehabt, wo eine Mathe erklärt hat. Und ich habe no joke 2 Stunden lang den scheiß Livestream geschaut. Ich weiss nicht warum. Ich brauche es halt wirklich auch nicht mal. Und ich gehe auch nicht mehr in die Schule, also ich brauche es wirklich nicht mehr. Aber es hat mich einfach interessiert. Es hat mich einfach interessiert, das ist so weird. Weil wäre ich in der Schule gewesen und hätte es wirklich gebraucht, dann hätte ich einen Safe nicht angeschaut. Und das ist so komisch, eben, du hast auf einmal Bock zum Sachen lernen. Und auf einmal schaue ich auch lieber YouTube-Videos, wo irgendwelche Dokumentationen sind, wo es um irgendwelche Sachen geht, wo man etwas lernt. Also das ist wirklich anders. Das ist das, was ich mega gemerkt habe, hat sich verändert. Und eben, auch zum anderen Thema, zum so Thema Ziel im Leben haben. Vorher war wirklich mein einziges Ziel von, oh mein Gott, einfach Matur bestehen. Das war wirklich das einzige nähere Ziel so in der Zukunft gewesen. Und wenn man mal so ein bisschen Zeit vergeht nach der Schule, merkt man, dass man irgendwie, eben, wenn man es halt selber in der Hand hat, so ein bisschen eigene Ziele will haben und nicht einfach nur, also keine Ahnung, so ein bisschen grössere Ziele und dass man sich wirklich so ein bisschen Gedanken um die Zukunft macht. Und eben das habe ich halt im Gymi gar nicht gehabt. Also nur schon nach dem Gymi, ja, hast du nicht mit mir über das reden. Das muss ich vielleicht auch noch kurz sagen. Eben, es ist jetzt nicht gerade, wenn die Schule aufhört, sondern also bei diesen Punkten, sondern wirklich so ein bisschen, wenn ein bisschen Zeit vergeht und du ein bisschen Zeit hast, um dich so selber reflektieren und die ganze Zeit und der ganze Druck so ein bisschen nachlässt. Du merkst, dass es so ein bisschen nachlässt. Und das ist crazy. Voll. Also eben, ich finde es jetzt schwierig, um das so ein bisschen verallgemeinern. Eben, wie gesagt, wenn du gerade studierst, kann ich mir vorstellen, dass jetzt nicht gerade so das Gleiche wirst erleben. Aber vielleicht gerade so in einem Zwischenjahr, was ich mega kann empfehlen. Also das ist wirklich, wenn mich jemand fragt, was wirst du für einen Rat geben im Leben, mach das fucking Zwischenjahr. Ich sag's euch, ja, es wird euer Leben so verändern. Und es wird einfach, ja, also mich hat es komplett mein Leben verbessert. Ich bin auch so viel glücklicher, oh mein Gott. Das kann ich wirklich jedem anraten. Und auch wenn er, blöd gesagt, mit 30 noch studiert, das ist scheißegal, Alter. Es ist nur 1 Jahr oder 2 von eurem ganzen Leben und ihr seid nur einmal jung, also chillt mal, ich meine nicht gerade alles sofort studieren, auch wenn das die Gesellschaft so ein bisschen manchmal das Gefühl hat, aber gut, das machen von mir eigentlich mega viele von meinen Friends ein Zwischenjahr oder vom Gimmi ein Zwischenjahr gemacht, darum habe ich jetzt nicht mehr so viele Probleme mit dem, aber ich weiss, dass viele auch mit dem strugglen vom gesellschaftlichen Ding. Ja, und was ich auch wird verändern, du wirst logischerweise Erwachsener, aber du wirst dich auch viel mehr selber kennenlernen. Ich habe das Gefühl, gerade mit dem Druck von der Schule wirst du einfach
weiss nicht, hast du keine Zeit für dich selber. Und du nimmst dir auch viel weniger Zeit und hast weniger Freizeit und das ganze Lernen. Also wie der ganze Kopf hat sich bei mir eigentlich wirklich um Schule gedreht. Und ich hatte auch viel weniger Schlaf gehabt. Also ich bin halt jetzt nicht so ein Mensch gewesen, der um 10 Uhr ins Bett ist, to be honest. So, ich bin dann so um 12 Uhr ins Bett und habe halt immer 6 Stunden Schlaf gehabt oder weniger. Und seit ich halt genug Schlaf habe, ja, hat das auch voll etwas mit meiner Gesundheit gemacht und ich bin glücklicher und habe mich auch selber mehr kennengelernt, weil ich mehr Zeit für mich genommen habe, viel mehr alleine bin und halt nicht immer jeden Tag immer mit Menschen. Und ja, eben habe mir halt auch mehr Zeit genommen und das macht so viel aus. Ja, ich weiß nicht, ich habe mich so viel mehr selber kennengelernt, habe viel mehr Zeit für mich gehabt, habe eben meine Interessen so ein bisschen herausgefunden, was ich wirklich will im Leben. Und das ist richtig nice. Auf das könnt ihr auf jeden Fall freuen. Das ist richtig geil. Ja, und dann gerade bezüglich so ein bisschen Druck, was nachher so ein bisschen kommt, da habe ich mega Angst gehabt. Und das würde ich jetzt auch meinem früheren Ich gerne so sagen, so chill mal. Weil ich habe mir eben, wie gesagt, mega krass den Druck gemacht. Was werde ich machen und wie wird das Ganze kommen? Alle wissen irgendwie schon, was sie studieren wollen und ich weiß es noch nicht. Und, also gut, bei mir war noch ein bisschen was anderes, weil ich gesagt habe, ich will jetzt selbstständig werden mit Social Media und du weißt schon nicht ganz, wenn du in die Selbstständigkeit gehst, ob das wird funktionieren und alles. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, gerade wenn ihr euch Zeit nehmt, durch die Zeit mit einem Zwischenjahr oder allgemein, werdet ihr easy herausfinden, was wird auf euch zukommen. Irgendwann, also macht euch keinen Stress, es wird von heute auf morgen passieren nach der Schule, aber lasst euch Zeit und nehmt euch Zeit auf jeden Fall für das. Ich finde allgemein, das ist ein mega wichtiger Punkt, dass man so ein bisschen nicht mega sich von den Eltern oder von der Gesellschaft leistet, was man so für die Zukunft macht, sondern das wirklich so ein bisschen selber herausfindet. Und wenn ihr jetzt gerade irgendwie so einen Studiengang gefunden habt, weil die Eltern finden, hey, das passt doch zu dir und das ist doch gut. Ja, ich weiß nicht, ich finde es so ein bisschen schwierig, sondern ich finde gerade so einen Studiengang oder nachher irgendwo eine Lehre finden oder irgendwo arbeiten. Ich finde, das ist wirklich etwas, wo ihr zu 100% wollt, wo ihr findet, ja, das macht mich glücklich und das will ich jetzt die nächsten paar Jahre machen und in die Richtung will ich gehen. Und ich weiss, gerade im jüngeren Alter ist das so schwierig. Und eben, wie gesagt, ich bin noch nur schon ins Gimmi gegangen, weil ich nach der Sek nicht gewusst, was ich will für eine Lehre machen oder so. Und ich habe auch nach dem Gimmi nicht gewusst, was studieren. Aber ich habe mir die Zeit nie genommen. Ich habe mir nie Zeit für mich genommen, was ich wirklich will. Und damit meine ich nicht einfach am Abend anhocken und ein Mindmap machen, sondern wirklich intensiv Zeit nehmen. Geht laufen, macht euch Gedanken, was sind eure Interessen. Und gerade in einem Zwischenjahr habe ich das Gefühl, lernst du dich eben, wie gesagt, mega selber kennen und findest raus, was dich wirklich interessiert und was dich hinleitet. Das passiert automatisch. Und genau, darum macht euch da nicht einen Druck, es wird automatisch irgendwie so laufen, voll. Was auch ist, dass du viel freier bist. Also, als ich in der Schule war, habe ich irgendwie, gerade was andere Menschen denken, viel mehr cared, halt weil du die jeden Tag siehst und eben gerade was ich so angelegt habe ich viel mehr Gedanken gemacht, habe mich viel weniger getraut. Ja, allgemein, ich bin so nicht irgendwie mega krass aus mir rausgekommen, auch wenn ich jetzt Social Media gemacht habe. Das ist schon ein riesiger Schritt gewesen, by the way. Aber irgendwie, seit ich aus dem Gimmi bin, oder allgemein aus der Schule, mache ich mir jetzt viel weniger Gedanken, weil ich irgendwie, weiss ich auch nicht, ich habe jetzt gerade letztes Jahr einen Rap gemacht. Habe ich auch gar nicht im Podcast erzählt. Can und ich, also Can hat einen Diss-Track gegen mich gemacht und ich habe dann einen gegen ihn gemacht. Und das ist, glaube ich, das zweite Mal in meinem Leben gewesen, wo ich gerappt habe. Und ich hatte schon ein bisschen Respekt gehabt, um das so aufzuladen. Aber ich habe es einfach gemacht, weil, keine Ahnung, scheißegal. Alter. Ich glaube, wenn ich in der Schule war, hätte ich mich viel weniger getraut. Wäre viel schlimmer gewesen. Und jetzt war es einfach so gewesen, du, keine Ahnung, wenn sie irgendjemand scheiße findet oder cringe findet, I don't care. Ja, ich habe mir auch mega krassen Druck gemacht, eben so den Schuldruck von, dass die Noten mega wichtig sind, dass ich bei jeder Prüfung muss gut sein und die Abschlussnoten möglichst gut sein müssen. Und ich habe mir da, also wenn ich jetzt so zurückdenke, Bro, chill mal, Alter. Also klar ist es gut, eben lernen, gute Noten, aber so, wenn ich zurückschaue, ist schlussendlich die einzige Note, die carried, ist so das Zeugnis am Schluss. Und gerade jetzt so früher, also ich habe keine Ahnung mehr, was ich in der Oberstufe für Noten hatte. Okay, natürlich kommt es darauf an, was du nachher für eine Lehre machst oder so, aber wie gerade so die einzelnen Noten, die juckt so nicht. Also gerade jetzt zum Beispiel im Gimmi. Ich weiss nicht mehr, was ich Anfang Gimmi für Noten hatte. Es juckt auch jetzt absolut nicht mehr. Ich weiss nicht mehr genau, was ich für Noten eigentlich in der Matur hatte. Ich weiss es wirklich nicht mehr genau. Das Einzige, was ich noch weiss, ist halt, dass ich es geschafft habe, dass ich meine Matur habe. Und das ist eigentlich wirklich das Einzige, was wirklich wichtig ist. Also das Einzige, was wirklich cared. Darum, wenn ich jetzt zurückschaue, hätte ich mir auch gesagt, Bro,
Hauptsache du hast deine Matur, der Rest ist eigentlich scheißegal. Also ich weiss gar nicht, natürlich kommt es darauf an, was du nach der Matur machst und ob du deine Noten dafür brauchst. Aber ich nehme an, in den meisten Fällen brauchst du es nicht mal. Also es ist wie irgendwie, ich weiss nicht, ich habe mir viel zu festen Druck gemacht, die ganze Zeit in der Schule. So, das Einzige, wo wirklich irgendjemand juckt, eben wenn du dich bewirbst oder so, ist das Zeugnis am Schluss von dem Gymi oder so. Und jetzt gerade Unterstufe, Bro, juckt niemand. Aber ja, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Was wahrscheinlich auch viel so ein bisschen werden strugglen, ist das neues Umfeld. Also viele werden jetzt entweder eine Lehre anfangen oder vielleicht auch jetzt das Gymi machen nach der Sek oder jetzt anfangen zu studieren oder irgendwie so etwas. Und ich muss auch sagen, dass mir das ein bisschen Angst macht. Also ich fange jetzt im September an zu studieren. Und bei mir ist es ja nicht so, dass ich nachher wie eine Uni habe, wo ich einfach eine Vorlesung habe und selber kann sagen, wenn ich dort hin will und wenn nicht. Sondern es ist wirklich so ein Vollzeitstudium, wo du auch zu 80% musst anwesend sein. Also es ist eigentlich wirklich wie eine Schule, eine normale. Und ich habe dann auch eine fixe Klasse mit 14 Leuten. Also es ist wirklich wie so, ja, dass ich wieder konfrontiert werde, indem ich neue Leute kennenlerne und ein neues Umfeld habe, einen neuen Alltag und es wird komplett anders sein. Und ich habe schon ein bisschen Angst, aber ja, ich habe es jetzt schon ein paar Mal erlebt und ich glaube, gerade so die Sprachaufenthalt haben mir mega viel gebracht, um so ein bisschen das kennen, dass man in ein neues Umfeld kommt, dass man etwas Neues wird haben, dass man in eine neue Klasse kommt, dass man neue Menschen kennenlernt und so. Und ich habe jetzt eben, wie gesagt, schon ein paar Erfahrungen mit dem gemacht. Und meine grössten Tipps da sind erstens einfach so, dass man gar nicht sich so viele Gedanken muss machen muss, weil es, also ja, spätestens nach dem ersten Tag wird man sich schon relativ so ein bisschen eingewöhnen und so ein bisschen wissen, wie es ungefähr abläuft. Oder spätestens nach einer Woche. Und ja, ich weiss da gerade so im Gymi und einfach überall, dort habe ich so Respekt gehabt vor dem ersten Schultag und ich habe mir so Gedanken gemacht. Ich weiss zum Beispiel jetzt am Gymi, was ich an meinem ersten Schultag angehauen habe, weil ich mir so Gedanken gemacht habe. Ja, also wie, irgendwann schaut einfach zurück und denkt, das war jetzt der erste Schultag gewesen, aber wir wissen halt auch nicht über den. Falls ihr irgendwie gerade so ein bisschen Angst habt, eben zum so ein bisschen Leute kennenlernen. Ich habe das auch schon in einer Podcast-Folge gesagt, bezüglich eben so Sprachmental und neues Umfeld und so. Einfach offen sein und sympathisch sein und ich glaube, mit dem kommst du allgemein sehr, sehr weit im Leben. Aber ich glaube, wenn ihr in eine neue Klasse kommt, einfach offen sein, mit allen, zu allen sympathisch sein, offen sein und einfach so, Leute mal ansprechen. Und ich weiss, es gibt viele da draussen, die mega Angst haben vor dem. Aber nur schon mal jemanden anlächeln macht so viel. Oder ja, einfach mal jemanden fragen, hey, bist du auch in einer Klasse? Oder, also falls irgendeine Person vorher sieht, oder ich will ein Zimmer müssen. Oder einfach mal easy fragen, hey, wie heisst du? Von wo kommst du? Wo wohnst du? So die ganz simplen Gespräche, die man so hat. Und am besten ist es eigentlich gerade so, wenn man so ein bisschen einen Insider hat, beziehungsweise etwas, wo man so ein bisschen lachen kann. Also du kannst auch, ja, ich weiss nicht, ich weiss, dass ein Smalltalk allgemein immer so ein bisschen cringe ist und so. Gerade so, wenn die ersten, ja, wie heisst du, bla bla bla. Ich glaube, am einfachsten ist, wenn man so ein bisschen, oder wo das Eis gerade so ein bisschen bricht, ist, wenn man so von sich irgendetwas erzählt, einfach komplett offen ist. Also ich weiss nicht, irgendwie so erzählt, oh mein Gott, ich bin heute fast verpennt, oder einfach irgendetwas, was so ein bisschen, ja, so ein bisschen schon einen freundschaftlichen Vibe gibt. Etwas, was man erzählt, wo man eigentlich eher so über einen erzählen würde, wo man schon ein bisschen besser kennt. Wisst ihr, was ich meine? Also ich glaube, also das merke ich, wenn jemand zu mir so ein bisschen voll offen ist und mich behandelt, also würde mich schon mega gut kennen, kann auch ich viel, viel einfacher auf die Person so wirken und so sein. Und ja, wenn jemand zu mir kommt, auch so schüch, so, hallo, wer bist du? Dann bin ich automatisch auch so. Und ich glaube, wenn du dann die Person bist, die wirklich so den Vibe gibt von «Ey, hoi, wer bist du? Erzähl mal!» Alter, oh mein Gott, ich habe fast verpennt, ey, oh mein Gott. Und ich bin gerade so aufgeregt wegen meinem ersten Tag und es ist gerade alles so neu. Ja, kann ich einfach so ein bisschen voll offen erzählen, dann ist es, glaube ich, automatisch auch für die anderen Personen einfacher, um dann auch so ein bisschen zu sein. Darum, ja, macht euch da nicht so viel Gedanken. Alter, ist mir gerade eine Mucke ins Auge geflogen, was ist passiert? Ja, nein, ich glaube, das ist eigentlich gewesen. Von all diesen Themen, die ich so ein bisschen aufgeschrieben habe. Falls ihr noch gerade irgendwie eine Frage habt oder irgendetwas, was euch gerade noch beschäftigt, könnt ihr mal gerne auf Insta schreiben. Oder sonst einfach da, falls ihr auf Spotify sind oder auf YouTube, in die Kommentare schreiben, vielleicht was eure Erfahrungen gewesen sind, für die, die schon mal eben so einen ersten Schultag haben oder allgemein, die aus der Schule sind, was vielleicht ihr gerne gewusst hättet oder Tipps an andere. Und falls ihr gerade in dieser Situation sind, könnt ihr auch gerne reinschreiben, was euch gerade so ein bisschen beschäftigt und so. Können wir uns gegenseitig so ein bisschen helfen. Ich glaube, das ist noch ganz nice. Allgemein, ich muss mal kurz ein fettes Danke sagen an meine Community, an euch, dass ihr meinen Podcast so fühlt. Ich schwöre, ich gehe live auf TikTok und da kommen Leute, ich liebe deinen Podcast, so cool und so. Und ich komme so herzige Nachrichten auf Insta über. Teilweise so richtig lange von Leuten, die so richtig sich Mühe geben und so Feedback geben und sagen, dass es cool ist. Und das freut mich im Fall wirklich so, so fest. Ich weiss nicht,
ich weiß nicht, ich kann das gar nicht so sagen, aber es freut mich wirklich mega, mega fest. Also viele sagen eben, dass ich euch helfe damit und dass ich wirklich wie so eine grosse Schwester bin und dass sich das anfühlt wie so eine Memo und ich weiß nicht, das freut mich wirklich mega, mega fest. Darum danke viel mal. Genau, ja, das ist eigentlich schon der Schluss von meinem Podcast gewesen. Wir sind im Fall auf Spotify wieder recht weit oben bei den Charts. Und das hat mich übel gefreut. Die letzte Folge ist allgemein mega, mega gut angekommen, was mich auch mega gefreut hat. Darum, falls ihr mich weiterhin supporten und wir kommen wieder aufs Eis, nein, könnt ihr mich gerne abonnieren da auf Spotify oder auch auf YouTube. Ich glaube, auf Apple Podcast kann man mich abonnieren. Ich glaube schon. Und eben, wie gesagt, lasst einen Kommentar da, würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns Nein, wir sehen uns nicht. Wir hören uns. Außer schauen mein Video, aber wahrscheinlich... Schaut irgendjemand das Video? Ich weiss nicht. Also ich mache es sowieso, aber ich habe das Gefühl, dass... Also ich schaue halt selber allgemein Videos bei Podcasts, aber falls ihr es schaut, schreibt mal, wie wir wundern. Aber ich glaube, niemand schaut durch die Videos, oder schon? Wenn ja, hoi! Genau, ja. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschalten und genau, das ist schon wieder alles. Also wir sehen uns, wir hören uns nächste Woche wieder. Bye!